UNESCO Biosphère. Eh bien, tout de suite la parole à Dan Biancalana, bourgmestre de la ville de Dudelange et membre du bureau de ProSud, pour un mot de bienvenue. Schönen guten Abend oder ich noch gute Mitten an herzlich willkommen, dass mensch gut ihr heute auf dieser Pressekonferenz im organisiert von rund den UNESCO-Label für Südregion begrüßen Madame Kulturminister, die am Moment wird antreffen, weil noch pur Mobilitätsprobleme gehen für an der Süd Mordona ja aktiv geschafft lief Präsidentin von der Lützeburger UNESCO-Kommission lief Simon leif Präsidentin vum ProSud, leif Anouk, leif Gael, leif Vertreter vun der Presse, leifën fir an allem awer vun allem noch de Dammmen an die Herren schremech ganz besonnech ich haut nowen Teil zu Didling am Centre kulturell regional op der Schmelz begréessen ze Difen. Gute Mëttech Madame Minister an herzlech willkommen zu Didling. Am de Kader am Fong vun dieser Pressekonferenz, die wir heute aufhalen, orientiert sich ganz klar auch an die neuen Covid-Mesuren. Wir halten uns aber sicherlich nicht davon auf, dass wir uns heute freuen dürfen und noch feiern sollen für die Anerkennung von unserer Arbeit durch effektiv diese wichtige Label, den wir gekriegt haben. Das ist ein wichtiger Tag für den Süden samt seinen Städten an Gemengen, die an einem ganz positiven Wandel sind. Und ich meine, das ist auch eine Anerkennung für uns alles. Das Programm Men and Biosphere von der UNESCO mit seinem weltweiten Réseau von den Naturreservaten zeichnet uns eine Landkarte auf, eine Karte ohne Ländergrenzen, ohne politische Unterschiede, eine Weltkarte, wo eine Harmonie zwischen dem Mensch an der Natur abgewiesen wird, und das inklusiv und nachhaltig. Meine Kollegen Burgermeesteren aus der Südregion Mattieren, Chefen an Gemengeräte, Membern von ProSud, und ich bin immens hilfreich, dass wir Teil von diesem Réseau werden sind, die wissen, Umwelt, Kultur und sozioökonomisch relevant Frauen besser zu verstehen und auch zu verschaffen, weil und du sind wir als Menschen abonnieren, alle Guten und auch die Bausen eins. Es geht uns ganz klar Wohlbefinden von unseren Einwohnern, von unseren Bürgern und der Erhalt von unserem Natur- und auch Kulturpatrimoine. Unser Territoire kann sich durch das Programm von Men and Biosphere weiterentwickeln, also sein Potenzial voll ausschöpfen und das mit seiner wertvoller, erhaltenswerter und unverkennbar Natur, mit seiner reicher Flora und Fauna und mit seiner engagierter, ganz diverser Kulturlandschaft. Die Damen und Herren, liebe Freunde, als Member von einer Gemeinde, die mit Gründungsinitiator von ProSud ist, wie sich wie eine Mammutarbeit bei der Abstellung von diesem Dossier gemäht gouf. Dafür ganz großen und ganz herzlichen Merci der Einzelnen von euch, die sich mit voller Überzeugung und Einsatz an diesem Projekt investiert haben. Auf lokalem Plan können wir immens viel dazu beitragen, für unsere Missionen umzusetzen, für auch so einen europäischen Impact zusammen zu erreichen. Heute zu Didling legen wir immens viel Wert auf die Umwelt mit seiner ganz speziellen Landschaften, so zum Beispiel Tart, den Hesselbiers, Stebirsch. Das Region, das ein Teil als schon 1994 offiziell als Naturreservat, national Naturreservat deklariert gehen, als Member auch vom Natura 2000 mit gut 600 Hektar, das größte Naturreservat hier am Land verbündet, 3 Gemeinden zusammen, Didling, Kehl und Römling, die auch Member von ProSud sind. Bei uns an der Gemeinde ist auch der Mensch noch ganz präsent an Form von unserem industriellen Patrimoine, den als heute zu Didling als freier Industriestadt eminent wichtig, aber wir werden auch weiter
als dafür ersetzen Ma auch durch auch Planung von neue Quartier durch auch Reaffektationen von neuen Industriehallen wo auch partizipativ nur halt noch am Sinn von der Kreislaufwirtschaft geschafft gött man natürlich auch den Nowen mit Gegebenheiten sind halt seit einer ganz Reihe die ich andere ein Fried gewirchte erst Didlinger Industrie sieht am zukünftigen neue Quartier Neuschmelz die noch erst den Nowen Mai not zu bringen war leider kann dat während der wenn es aktueller CoVI-Situation diesen Event net geplant wie geplant initial wie so du am Hall von Du stattfallen. Haut den Nowen oder dass man haut summe sie noch die Label krit hun, dat das Ufang vun enger großer Aventur, ein Challenge, de man ballfall an Zukunft fährtten weiter liewen an der liewen, dat derf man ganz klar machen anders fremesche balle Fall op eng dynamisch an konstruktiv Summenbecht fir Zieler, die man als gesagt hun, de mat ganz viel Engagement umzusetzen, als Minet Südregion ass net méi eng Terre an devenir, mé ganz klar eng Terre d'avenir. Merci. Landschaften am Süde vu Lützeburg entwickle sech weiter. Für den aktuellen an zukünftige Besoin gerecht zu gehen. Aber net op Kachte von ihrer Biodiversität oder ihrem Patrimoine. Haut schläst sich de Minat und eine weltweite Reso von über 700 Biosphäre-Reservate un. Ein prestigiös Unerkennung, die von der UNESCO vergiget. Eng einzigartig Gelegenheit, zu Summen zu schaffen, zu lehren und zu weisen, dass Entwicklung an Umwelt Hand an Hand können gehen. An eiser Region gët schon Moer gedurcht. Entdeckt ze an dauert an Herz vun enger zukunftsorientierter Gegend an. Nous invitons Madame Simone Beck, présidente de la Commission luxembourgeoise pour la coopération avec l'UNESCO, à prendre la parole. Merci. Erlaubt mir de Müttech op protokollarisch Urreden zu verzichten, an einfach zu soen Lei Freundinnen, Lei Freund. Wir sind haut zu summen, weil ein Drama an Erfüllung gegangen ist. Den Dram, das aus enger Gegend, die von unserem Land, die so viel zu seinem Wohlstand, als enger Multikulturalität beigetragen hat, beiträgt, eng Reserve de Biosphäre von der UNESCO zu machen. Gestern wäre es soweit. Zur Summe mit 25 andere Kandidaten gouft Mina UNESCO Biosphäre an de wichtige Programm Management der Biosphäre von der UNESCO abgeholt. Et komme mat Lützeburg nach 4 aner Neuländer dabei, an so dass Ztergöster 714 Biosphären an 129 Länder gëtt. Vielleicht de pur Zuelen fir ich zu weisen, wie wichtig a wie unterschiedlich och Biosphären euch der Welt sind. Costa Rica huet mat 52% vu senger Gesamtfläch den höchste Prozentsatz u Biosphären. Brasilien mat 1,8 Millionen Quadratkilometer die größte Biosphärefläche. Die echt Biosphäre, die ausschließlich von einem indigene Volk gemanagt wird, als Satue Biosphäre Kanada, an op Sumatra lebt die Gesamtpopulation von denen heisch bedrohten Orang-Utangen an der Gunungläuser Biosphäre. Für das den Impact an Wichtigkeit von der Designation für de Minet klorget, erlaubt man kurz de Kader von dem Programm Management der Biosphäre zu umreißen. Mit der 60er Jahren, für allem auch durch den Impact vom Club of Rome, hat sich ein neues Umweltbewusstsein entwickelt. Die Weltpopulation an die Großstädte sind unkontrolliert geworden, es goufen immer mehr natürlich Fläche versiegelt. Die natürlichen Ressourcen goufen ohne um zu denken aufgebaut und die intensiv Landwirtschaft hat zugeholt. Konsequenzen kennen wir. Klimaerwärmung, Dofulle von der Rehböscher an den Polen, Duwurse vom Meeresspiegel und Verknachtung von Luft und Wasser. 1961 hat zu Paris eine große UNO-Konferenz stattfand, während der Delegierten aus 63 Ländern über die Nutzung und den Erhalt von natürlichen Lebensgrundlagen debattiert haben.
Op der Konferenz krut UNESCO den Optrag, ein interdisziplinäre Forschungsprogramm zu entwickeln, den Verhältnis zwischen Mensch und Natur analysieren soll. 1971, also 3 Jahre nach der Konferenz, ist nun der großen UNESCO-Programm Man and the Biosphere entstanden, weil es war damals wie heute klar und evident, dass Umweltprobleme immer Globalprobleme sind, die weder national noch monodisziplinär zu lösen sind. Daraufhin hat das MAP-Projekt von der UNESCO Großforschungsprojekte an Ökologie und Klimaschutz lanciert, die bestimmte Gebiete von der Welt betreffen, aber nicht unbedingt auf andere Gebiete zu applizieren wären. Auch wären das Projekte, die Bewohner von den betroffenen Gebieten kaum mit angebunden haben. Wenn es aber Ziel soll sein, die ökologischen Auswirkungen von den menschlichen Aktivitäten zu studieren und zu steuern, da kann das nicht ohne den Mensch geschehen, der von diesen Aktivitäten lebt. Auch wäre damals wie heute illusorisch zu mengen, es könnte in einer wirtschaftlichen Entwicklung Halt gebieten, für die Natur zu schonen. Das kann ihn zwar an einzelnen Naturreservaten, aber an größere bewohnte Regionen ist das schwer. So ist das Konzept von der Reserve de Biosphäre entstanden. Diese Gebiete sind international anerkannt, hängen aber von den einzelnen Ländern an ihrer Legislation auf. An ihre Kehr- und Pufferzonen liegen Naturreservate, Natura 2000-Zonen, an ihren Entwicklungszonen, das sind die Gegenden, an denen Menschen wohnen und schaffen, und an denen sie Infrastrukturen schaffen für Industrie, Handwerk und Mobilität. Das wirklich originell Konzept von einer Biosphäre ist, dass es ein Gebiet ist, an dem Naturschutz und wirtschaftliche Entwicklung kombiniert wird. Natürlich ist das nur möglich, wenn die wirtschaftliche Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit und Naturschutz geht. Diese Entwicklung unterbindet, und das hier wirklich unterstrich, auf keinen Fall wirtschaftliche Aktivitäten. Aber sie sich neu für den Schutz von biologischer Vielfalt an Anklang zu bringen und zu halten mit einer wirtschaftlichen Entwicklung. Für das wirklich nicht einfach Ziele zu erreichen, schreibt UNESCO jeder Biosphäre 3 Funktionen vor. Die erste ist die Funktion von der Konservation, wo man Halle von Lebensraum und Biodiversität. Das geschieht an den Kehrzonen, die strengen nationalen Naturschutzgesetze unterleihen, aber auch an den Pufferzonen, an denen schon menschliche Aktivitäten stattfinden. Durch interdisziplinäre Forschung gewähr Gesicht für auch an stark urbanisierten und industrialisierten Gegenden Biodiversität zu erhalten und zu schützen. Übrigens gesagt UNESCO Biodiversität an einer holistischen Approche. Sie betrifft für sie alle Lebewesen auf der Welt, also Mensch, Pflanz, Tier an ihrer Symbiose. Die zweite Funktion von einer Biosphäre ist die von der Entwicklung, das heißt von einer wirtschaftlichen Entwicklung, die ökologisch und soziokulturell nachhaltig ist. Das heißt aber nicht, und ich so nicht nachdenken, dass auf einmal all Ackerbau muss Bio-Ackerbau gehen und dass all industrielle Produktion muss umrichten. Wirklich nicht. Die UNESCO hat just gern, dass Konzepte wie Nachhaltigkeit und Schutz für Biodiversität und Ökosysteme wirksam vermittelt und nur umgesetzt gehen. Ein wichtiger Aspekt an diesem Kontext ist auch die Entstehung von neuen Berufen und Verdienstmöglichkeiten, wie zum Beispiel an dem Gebiet von den Produits du Terroir oder dem nachhaltigen Tourismus. Die dritte Funktion ist die von einer logistischen Unterstützung von der Biosphäre durch Forschung, Monitoring, Bildungsprogramme und Informationsaustausch. So sind Biosphären wirksame Instrumente für eine regionale Entwicklung. Natürlich steht er Zusammenarbeit mit den Leuten, die an der Gegend leben. Darüber hinaus drohen sie viel zur Bewusstseinsbildung und zum Zusammenhalt von einer Region bei. Eine Biosphäre hat auch große Inzidenz auf die Politik von dem Land, an dem sie lebt, weil hier Projekte und Erkenntnisse sich auch auf andere Gebiete von dem Land übertragen lassen. All Biosphäre ist auch automatisch Member von dem weltweiten Réseau der Reserve de Biosphäre, an dem seit gestern, wie gesagt, 129 Länder Member sind. Minat UNESCO Biosphäre gibt auch Member am Euromap, dem Dachverband von den europäischen und nordamerikanischen Biosphären. Die UNESCO zu Paris an das Sekretariat vom MAP-Programm verfolgen Lützeburger Minat UNESCO Biosphäre mit großem Interesse, weil sie eine atypisch
Biosphäre durchstellt. De Komitee konsultativ huet as engem Avis und den International Coordinating Council festgehalten. Le comité consultatif a salué la spécificité de cette proposition, donc Fundamina d'UNESCO Biosphère, qui comporte une forte urbanisation très proche des zones de conservation, ainsi que la présence d'aspects de réhabilitation post-industrielle efficaces pouvant servir de modèle. L'objectif est de renouveler l'image post-industrielle de ce territoire en assurant la conservation du patrimoine historique et culturel local, tout en favorisant un développement axé sur la création d'une économie fondée sur la connaissance. Die große Herausforderung besteht also darin, die 3 Funktionen Erhalt, Entwicklung und Logistik mit all den vielen Partnern, die uns schon bei der Vorbereitung von der Kandidatur geholfen haben, an Praxis umzusetzen. An dieser großen Verantwortung und Herausforderung stellen wir also alle Guten zusammen. Der ProSud, der Komitee MAP, die UNESCO-Kommission, nationale und kommunale Autoritäten, an die leider alle gut die Chance haben, an der Mina UNESCO-Biosphäre zu leben. Erlaubt mir aufzuschließen mit einem unendlich großen Merci an all die uns von Anfang an begleitet und unterstützt haben, die sich ausstechen gelassen haben von einer ein paar Jahren ziemlich utopischer Idee, die heute Realität ist. Ohne den Ansatz und die Begeisterung von den Membern von unseren Arbeitsgruppen, zum großen Teil benevoler, ohne die Unterstützung von den politisch Verantwortlichen, ohne auch den regelmäßigen Interesse und Suivi durch die Presse, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Mein letzter Merci, aber dafür nicht dem allerherzlichsten, geht und Gemeinde Diedeling für den wunderbaren Empfang, den sie uns heute bereit tun, und speziell und Marlene an de Jean, die alles so perfekt organisiert haben. Noch ein großes Merci und Nejal, auch für das Nullaustern. Voici un interlude musical, il y en aura 3 au cours de cette conférence de presse, avec le batteur Jeff Hare.
C'est au tour d'Anouk Bovertil, présidente du syndicat ProSud, de venir s'installer au micro. Dat is het probleem met de masker. Madame Minister, lieve Vertreter von der Presse, lieve Freunde, lieve alle Gute. Ich wollte auch für die allerreichste Gemeinde Dideling an ihre Leute merci sagen für die enorme Flexibilität, die sie unter den Tag gelegt haben und hier immer alles immer organisiert haben, sowie dann die Sanitärmesure verlangt haben. Gestern waren no langem werden endlich soweit an die 11 ProSud-Gemenge kruten offiziell den UNESCO-Label vun enger Reserve de Biosphäre zugesprach, wat eng prestigieus an international Unerkennung ass fir als ganz Region. Abelo si Minet UNESCO-Biosphäre kurz MUB genannt. De Weg bis dahin war lange Prozess, dats mat enger Idee ugängen a loser as konkrete Projekt entstanden. Divers Akteuren aus der Politik, der Kultur an der Zivilgesellschaft hu sech engagéiert an dazu beigedrohen, dese Projekt op Schienen zu bringen. Ennner der Leiung vum virchte Präsident dem Roberto Traversini huet de ProSud mat segen 11 Gemengen desideiert, des Kandidatur zu drohen a virun zu bringen. Ganz grosse Merci geht un Altmembre vum Komité Scientifique MAP un Idee dese Projekt go net het kenten entstuen. E ganz spezielle Merci auch un Gaël Tavernier an und Isabelle Renoir vom ProSud. Sie alle Guten hu bei der Ausschaffung vom Dossier wertvoll Arbeit an Zeit investiert an hun große Merit und dieser Auszeichnung an hoffen, dat man als ProSud auch weiterhin op ihr Kompetenz an ihr Engagement können zielen an dat man die gute Zusammenarbeit mit dem Komitee MAP können weiterfeieren. Am September 2019 hat man eng echt Etappe gemeestert, wo de ProSud de Kandidatursdossier bei der UNESCO am Kader vum Programm Man and Biosphere ergerecht huet. Aus dem Projekt ass dann lo offiziell Minet UNESCO Biosphäre entstanden. Mat diesem internationale Label ass als Südregion an der Reso vun de Biosphäre-Reservater opgehol gin, wat beweist, wieviel Potenzial als Minet huet. Dummer könnte ProSud e Gemengesyndikat dem seg Hauptmission Promotion und Entwicklung von der Südregion ass segen ursprünglichen Aufgabe no erläst mat allzweifel senger Daseinsberechtigung verschwannen. De ProSud huet sech dann noch Moien gin iwwer de Wee vu senge Statuten fir de Lied ze verhoelen a fir de Projekt vum sogenannten MUB ze stemmen an ëmzusetzen, sowohl finanzielle Plan wie auch am Ausschaffe vun innovativen an nohaltigen Ideen an dem Kontext. Auf hier ze hiwen as auch, dat dese Projekt vun denen 11 ProSud-Gemengen stimmig gedroe gëtt an dat vun Ufang gun. Für das Zusammenarbeit virun zu feieren as een Arbeitsgruppe lancéiert gin, mat engem Vertreter vun allgemeng responsabel fir d Koordination rund de MUB ganz am Sinn vun enger gemengeniwwergreifenden Zusammenschaffen. Für Beeteburg, Steverding, Dideling, Asch, Kergeng, Keel, Monnerech, Peiteng, Suessem, Schöffling a Rëmmeling bedeit Minet UNESCO Biosphäre eng gemeinsam Vision fir eng nohaltege Entwicklung vun eiser Südregion. Besonders houfrech sinn ich als Präsidentin vum ProSud, dat man das interkommunal Zusammenarbeit konnten an Wehrleden an noch weiterfeiere können, also lo schon all dene Gemenge responsable Merci fir Unterstützung, Begleitung a Bedeligung bei diesem großen a formidable Projekt. Unterstützt gëtt de ProSud dabei vom Ministère de l'Aménagement du Territoire, vom Ministère de la Culture, vom Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable a vom Ministère du Tourisme. Wir sind uns aber bewusst, dass das heute just den Ufang von einer extraordinären Aventur ist und dass der größte Teil von der Arbeit recht für unter dir steht. Wir sind stolz auf unsere Industriegeschichte, auf unsere wirtschaftliche Entwicklung, auf unsere kulturelle Vielfältigkeit und auf den immensen Reichtum, den uns Natur zu bieten hat.
De Label ass eng Schein Unerkennung fir als Gemengen, awer och eng Herausforderung. Fir eng zukunftsorientéiert an nohalteg Visioun vum Süden unzestrewe. Minet UNESCO Biosphär biet dem no en Outil, e rode Fudem, und dem sech Gemengen orientéiere kënne fir Naturschutz, Landesplanung a wirtschaftliche Wustum ënner den Hut ze kreien, wobei de Mënsch an d Natur eng Zentralroll spiele. Dofir huet de ProSüd och vun Ufang un Biergerinnen an Bierger aus de Südgemengen an dëse Projekt mat abonnen. Den Interesse war immens gross, viel Leiit hu sech mat abruecht bei Themen wie Produktionioun an Promotionioun vun de lokale Produkter, nohaltegen Tourismus oder d'Ohale vun ausem historischen oder kulturelle Patrimoine. Dofir auch als Kommunikationskampagne mam Slogan Terre d'avenir, Natur a Mënsch ze summen. Eng Zukunftsvisioun fir d'Entwicklung vun enger Regionun, déi de Mënsch as engen Welt an den Mëttelpunkt stellt. Am Kader vum Kandidatursdossier war en Hauptpunkt Festlehe vun de verschiedenen Zonen. So werd als Regionun sech op der enger Seite nohalteg weiterentwickelen, an op der anderen Seite an de sogenannten Kehrzonen hire Reichtum a Sache Natur a Biodiversität schützen. Mat diesem prestigiöse Label gëtt de Minet ze schnitt nëmmen hai am Grand Duché en neuen Image, méi werd och iwwer Grenzen heraus eng Vierreiderroll spielen, wo die 11 ProSüd-Gemengen ze Summe mat ihren Awohnerinnen an Awohner Gestaltung an Weiterentwicklung vun hire Gemenge mat bestimme werte. Dobei iwwerhëlt de Syndikat ProSüd eng droend Roll mam Lied an der Gestioun vum MUP, an dat an enker ze summenerbecht mat de Gemengen, mat der Unterstützung vun de Ministerieren, mat der Hëlle vun eise Partner a fir alle mat der Bierger Bedelegung, die ma wëlle weiterfeieren. Mer kucken eso an eng vielversprechen Zukunft, die ma all ze Summe kënne gestalten. De Label ze kreien war eng wichtege Etapp an dem Prozess, mir logeldet die Level ze halen an de Projekt weiter umzusetzen. De ProSüd ass brett fir den Challenge unzugoen, die neideg Ressourcen dofir simmer am Gangen opzustellen, notamment mat engem Generalmanager an engem Responsable fir d'Kommunikationun. Wann en d'Envergure vun so engem Label konsideréiert, dann zweifeln joch net runnner, dat mat die neide staatlege Unterstützung werte kreien, an es sinn iwwerzecht, dat es international Unerkennung als a viele Bereicher zu gut kënnt, an dat net nëmmen am Minet. Logelde ze Summe no 4 zu kucken an am selwechten Enthusiasmus an Engagement weiterzufuhren. Perélech freenech mech op dat wat lo kënnt, fir de ProSüd wënschenech ma eng gлекlech Hand, an dat die 11 Gemengen weiterhin hun engem Strang zeien an so ze summen, es eenzech Äerteches Pferde bringen. An noch van Festivitéiten net konnten stattfannen wie geplant, hoffenech, dat man dat am Lauf vum nächste Joer kënne relancéieren an dat an no hëlle. Entretemps invitéieren ech alle Goeten als Minet-Regioun mat all ihre Facetten nei ze entdecken. So nech Merci. Voici un deuxième interlude musical avec le guitariste Remo Cavallini.
C'est au tour de Gaëlle Tavernier, coordinatrice du dossier de candidature Minette UNESCO Biosphère, de s'exprimer. Madame la ministre, Leven Präsidentin, Monsieur le bourgmestre, chers collègues Mubit, c'était un grand honneur pour moi de coordonner le dossier de candidature. Cela fait 1 mois qu'il est rendu et on me demande « Waouh, c'est génial, tu es contente maintenant ?» Et je me rends compte de tout ce qu'il va falloir mettre en place car on est là devant un tableau blanc et j'aimerais en premier remercier les membres du comité ProSud car on est une petite équipe avec Isabelle et Lydia et ils nous font confiance. Confiance pour avoir monté ce projet et pour monter un ProSud 2.0. Donc, nous sommes en train de développer, nous avons développé une toute nouvelle identité visuelle avec un nouveau site internet. Voilà. Nous avons maintenant une présence sur les réseaux sociaux avec pour objectif d'être au plus proche des citoyens, de créer une véritable communauté autour de la Minette UNESCO Biosphère. Alors, je vais vous présenter notre première campagne, notre capsule automne-hiver, pour discuter avec vous des premiers piliers d'action de ProSud dans le cadre de la réserve de biosphère. Levensmittel.
Nous n'avons plus beaucoup d'agriculteurs dans la région sud et nous savons très bien que les maraîchers, les agriculteurs sont les premiers à souffrir des défis du changement climatique. Mais à côté, on est dans le paradigme où on désire de plus en plus de produits du terroir, de produits locaux. On est dans une urgence aussi de consommer de manière durable. Donc, nous avons, ma collègue Isabelle Renoir pilote le projet des produits du terroir. Notre première action sera en fin d'année de lancer une enquête auprès de 10 000 ménages. Nous avons mandaté le liseur afin de mieux connaître les pratiques en matière d'achat alimentaire et les attentes et besoins des ménages concernant les produits locaux. Aussi, dans le cadre de H 2022, ProSud est partenaire avec le parc naturel de Lourdes et la commune de Kerjung afin de monter une vitrine en 2022, un salon des goûts et saveurs pour établir un lien entre les producteurs et promouvoir nos produits auprès des citoyens. Un deuxième axe important, Wissenschaftlen-Deel, l'axe scientifique est un axe en effet très important dans toutes les réserves de biosphère. Nous avons la chance le musée d'histoire naturelle va mettre à disposition un employé d'État pour nous supporter, pour supporter notre équipe. Et la prochaine grande étape pour ProSud sera d'organiser avec le musée d'histoire naturelle, le LIST, l'ANF et la commission UNESCO luxembourgeoise les journées de la biodiversité. Alors on espère bien qu'en juin, nous aurons un climat plus favorable et que l'on pourra vraiment célébrer cette réserve de biosphère. Ces journées de la biodiversité s'adresseront aussi bien au public des écoles fondamentales qu'aux scientifiques, qu'aux citoyens. Nous examinons aussi un rapprochement avec le Nature Géoparc Mellerdal pour la mise en avant de notre patrimoine géologique. D'ailleurs, un nouveau concept de circuit géologique est en développement avec les communes de Differdange et de Pétange. Il sera très utile de créer des ponts avec l'Observatoire de la biodiversité afin d'extraire les données scientifiques de la région et de mettre au point un monitoring. L'administration de la nature et forêt joue un rôle très important comme point de liaison avec les comités de pilotage Natura 2000. Aussi, le siège administratif de la réserve de biosphère, donc l'équipe de ProSud, est installée maintenant à Ellergronn et nous avons vraiment la chance de côtoyer les gardes forestiers au quotidien. Alors, troisième étape. Noaltech lehren. De par leur curiosité naturelle et leur créativité, les enfants sont un public cible idéal, aussi pour éduquer leurs parents. Lehren zu gucken. En 2007, on a commencé les ateliers Sudtech. Ça fait maintenant plus de 15 000 élèves via environ 89 ateliers qui ont pu être engagés dans la promotion de la science et de la recherche. On désire renforcer l'offre éducative de la région pour la promotion de la biodiversité et des ressources naturelles. Nous rentrons dans une dernière année de ce financement du Fonds national de la recherche et nous allons déjà, en 2021, engager des nouveaux acteurs pour des nouveaux ateliers avec le SICONA, avec le Parc naturel de Lourdes et avec le Centre Formida. Il sera extrêmement important d'effectuer d'abord un inventaire de ce qui se passe sur le terrain, car il y a énormément d'activités déjà proposées. Nous devons voir comment on peut les rassembler sous un même chapeau et aussi examiner les lacunes que nous pourrons combler. Nous désirons développer des ateliers novateurs où se marient art et science. Un quatrième point, ce sont les jeunes. Il y a la population du Sud, 20% de la population du Sud ont moins de 20 ans. Les jeunes sont les leaders et les consommateurs de demain. On veut travailler avec eux, mais de manière qualitative. On examine la possibilité, avec le ministère de la Culture, d'ouvrir un poste pour un stagiaire. Et nous développons aussi un projet de promotion de la région Sud via un mix de photos et vidéos avec une classe terminale du lycée des Arts et Métiers.
On a décroché une bourse Erasmus afin d'envoyer 6 jeunes de la région dans un programme international à Dublin avec ECO-UNESCO. Mais malheureusement, à cause de vous savez quoi, ce projet est reporté, mais j'espère pas annulé. Ce qui sera extrêmement intéressant, c'est de repérer les jeunes leaders de demain et qu'ils puissent bénéficier de cet incroyable réseau international des réserves de biosphère et de renforcer des programmes d'échange. Sciences, éducation, produits et terroirs, ce ne sont pas les seuls piliers du MAB. On parle beaucoup de co-création, collaboration. Eh bien, je peux vous dire que pendant l'élaboration du dossier de candidature, c'était de la vraie collaboration, avec tous les bénéfices et les challenges que ça apporte. Mais c'est pas possible, ce serait impossible sans d'autres organismes et associations qui portent aussi des piliers. Je pense, par exemple, à l'ORT Sud. Le projet des gîtes dans les 11 communes a vraiment été un projet phare du dossier de candidature et c'est l'ORT qui porte le tourisme durable. On parle beaucoup de patrimoine naturel, mais nous avons le patrimoine industriel. Et là, c'est le rôle du CNCI. D'ailleurs, nous avons ici des collègues dans la salle, si la presse veut les interviewer, Marlène Krantz, Monsieur Garcia, Isabelle Renoir, Lynn, Monsieur Leighton de l'ANF sont là aussi pour répondre à vos questions. Et puis alors, il y aura aussi la question de pérenniser ESH 2022. Je vous parle d'ateliers hybrides, beaucoup de nos projets tombent sous la thématique Remix Nature. Je pense que je peux dire que de Minet UNESCO Biosphère als dat noaltes Gewässen von ESH 23. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Alors tout de suite, le troisième interlude musical qui va réunir Jeff Hare et Remo Cavallini. Nous invitons maintenant Madame Sam Tanson, ministre de la Culture, à prendre la parole. Ja, schönen guten Abend. Vielleicht mal ganz großes Merci und sowohl die UNESCO-Kommission an der Leitung von ihrer Präsidentin, wie natürlich auch dem ProSud mit den politisch Responsablen, mir auch all den Mitarbeitern an all den anderen Engagierten, die hier rundherum als Satellit fungieren, ganz viel von ihrer Freizeit an den Projekt ha gesagt, ganz viel Herzensblut. Und ihr alle gut wären net méigich gewircht, dafür wirklich bravo für den Aussatz, seid den van den ganz gezielt und es schafft, dass den ganz flott Resultat kann kräen an Merci. Den heiten Programm als flotte Komplement für
dat wat man zu Lützeburg schon op UNESCO-Niveau opweise hunn. Wir hunn eng historisch Stadt Lützeburg, die lo een runden anniversaire als UNESCO Patrimoine gefeiert huet. Mir hunn noch de Patrimoine immateriell mat der erste nach Sprangprozession an Loma hai eng weise mat d'Vielfalt vu Lützeburg mat dem heiten Programm, an dem mal lo dra sinn. Mat der Natur, eisem geschichtlechen Heritage an eisem Patrimoine industriell. An och grad dat natierlecht Element fir ze weise wéi vielfältig an wéi impressionant als Naturlandschaften grad och haier Minnet sinn, fannech en formidable Komplement zu dem, wat man sos schon opweise hunn. An dats menggen an eng Sensibiliséierung sowohl no Bannen wie awer och no Bausen. Mir werd ganz zwichten Impact hunn op den Tourismus. Den Tourismus de sech immer méi nohalteg developéiert, den immer mi dusket, wo Leiit doch fëllen läit mi no kommen a kucke komme wat et Land so ze bieten huet, wat Grousregioun ze bieten huet. Men natierlech och no bannen fir als Bierger fir d'Eichtmoll und alleréischter Stellen natierlech Sta nach heiers der Regionun, die da ganz flott mat da gebonnen huet, wo en noch gesäit, wie wichtege das Projekt gedroe gi vun ënnen an net just vun ofene Kader gesat gëtt. Mei awer och eng Sensibiliséierung fir d ganz Land, well den Deel hai wo mal lo hai sinn, dat ass een wichtigchte Element vun eiser moderner Geschicht, die Industrierevolution mat allem wat dat fir Lützeburg bedeit huet, dat gesäit den Hai, dat kann en Hai erliewen. Lo ass et miroisch ginn Plan vun der Oerbecht, méi Zitte sinn awer nach do. An Zitte sinn zum Deel scho reaffektéiert, ganz flott reutiliséiert ginn, dats Jo a fir gestrach ginn, mat notamment Bellwall, wat rund Duni passéiert. Met dat och eng Sensibilitéit do, die ëmmer mich stärket, watch absolut begréessen. Ich bin froh, dats verschiedene Member vum CNCI den nowen mat dobei sinn, fir dats ma die Sitten gescheit reaffektéieren, dats ma se net verkomme lossen, dats ma se opwerten, an dats ma hinnen eng nei Destinatioun ginn. An och dofir ass dese Programm wichtech. An so Datei op pu 100 Meter vun engem grad so geniale Site nei Schmelz, wo ganz viel Erbecht am Moment lebt, fir dats och do die Industriehallen, und schmeng dat do wari och do gefilmt gi an Stadt Rich gesinn hunn, dann fir och do denen eng neii Affektatioune neit lewen ze ginn, an net se einfach ze zersteieren, mé hinnen eng flott zukünfteg Destinatioun ze ginn. Und dann ass natürlich de ganz fichte Wolle dofir och schein, dass Nancy Braun als direktech vun 2022 nowen Teiers vun der Kulturhauptstadt. Wir sind als alle goten eens, dats et Keesën agett dat just fir Joer ze machen, méi dats och déi Kulturhauptstadt wie die 24recht mussssen Appppes hannerlose Spuren hannerlosen. An gëtt schon ganz dats eng richtig Dynamik, die se schon lacéiert huet, sinn alt Gemengen, die mat machen, die schon Projekten opbaue fir Donno, alle fir op notamment auch Äsch, die lo schon ganz viel am kulturelle Bereich iwwer die lacht méi op begestalt huet, Sachen, die bleiwe sollen, och Projekte natürlich vun der SBL selber, die nohaltege Wert hun. An der Teite schreibt sich och do an. Wir will nebs hanner los. Geht net just drin während de pu Meint bësse Kultur ze feieren, an och bësse Visibilitéit zu hunn, geht wirklich drum, dass die Region ha, die soviel zu bieten huet, och un Attraktivitéit gewënnt no 22, also effektiv und 2023. Defir och dat fannech dats de perfekte Moment fir der Teiten ze machen. Voilà. Merci vielmals, och merci der Diedlinger Gemeng fir die mesuregerecht Organisation de Nowen, dann sinn bleiwen optimistisch, dats man der Teiken am Bonne du Form an pu Meint richtig zelebrieren. Merci vielmals. Enfin, bien, voici un enregistrement du discours de Claude Tourmeus, ministre de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire.
Well ich haut leider net mat ich feiere kann sinn ich froh ich még Fred iwwer das mod der Label lokrit hun de Männer Bayersfir Label iwwer dëse wie kann matdeelen. Ech még Virreder hunn ich lo am Detail erkläert wat den UNESCO-Programm Memmen Bayersfir alles unsech huet, a fir werdet so verdingt ass, dats mir am Minet das eise Minet lo de Preis krit huet, well et wahrscheinlich net viel Plätze ginn do ëmmer wo Natur op der enger Seite, aber auch Spuren vun der Industrie an natürlichchte Mënsch de Matzen an der Natur lieft. Vielleicht, also ich weiß net, ob et einer Plätze gëtt, wo den Label so gerechtfertigt ist wie bei uns. Dat passt gut, weil Südregion die letzte Jahr immense vorgemacht huet fir sech neu zu fannen, nachdem das Stahlindustrie im Moment bisschen beschofgegangen ist. Die kann ich natürlich froh, was hat der Landesplanungsminister mat ze die mat der UNESCO mat dem Preis hai, da so, dass der Landesplanungsminister den Syndikat vun den Südgemengen de Pro Süd finanziell unterstützt, an en Deel von dem, wat man die Lächtjoren eben unterstützt hunn, ass eben noch die Kandidatur fir de Mann Bayersfir. Wat onméiglicht als dat lo nach besser zu machen, ze suen erbeg zwischen de Gemengen an der Regierung an engem gewisse Raum am Süde vom Land, fir eben, dass man net ein Land hunn, wat vu Städten entwickelt, dass mir auch vu de Süden entwickelt, das an hoffentlich eben noch de Norden rundem Nordstaat. Dat zweet ass, dass man probieren werden als Regierung all als Servicer, die man hunn an der Regierung die Heimat machen, ob dat de Naturschutzdienst ass vom Environnement, ob dat Forschung ass, fir dat alles zu summen zu feiern an eng Hand, fir das dir als Gemengevertreter een Interlokuteur huet, an dann natürlich auch eng Partizipation vun de Bierger an de Männer Bayersfir Dossier, wär ein stehen Dossier, den exemplarisch auch an alle Gemengen firstalt gin ass. Ich meng dat hat jo auch mat dazu gefauerert, die gut Bierger Bedeung, dass man den der Label kritten. Aber schlussendlich as vielleicht dat allerwichtigst für mech als an Zeite vun der Globalisierung brauchen eng am positive Sinn eng Identität. An mam Label vu Männer Bayersfir gëtt d'Identitéit vum Minet lo nach enke bestätigt, Mënschen, déi eng gros Industriekultur hunn, déi Chance hun Matzen an wonnerscheiner Natur ze wunnen, dat seinch die Plätz, da seinch die Äderweis, wie man ha de Süde vum Land am beste können charakteriseieren, an Minet Bayersfir oder Männer Bayersfir, wie man dat lo an Zukunft nennen, as riesige Wënn fir als Land. Voilà, si le public a des questions à poser à nos orateurs, n'hésitez pas. Merci. Oui, j'ai deux questions. La première, c'est de savoir si il y a un endroit physique qui est prévu pour que des personnes puissent y aller, une espèce de Besucherzentrum, quelque chose comme ça. Et la deuxième, c'est sur la participation citoyenne. Comment pourra-t-elle être organisée? On sait que c'est un peu plus compliqué par les temps actuels. Alors pour la première question, est-ce que vous vouliez dire un endroit où les citoyens peuvent se rendre, un point central de la réserve de biosphère? De lieux où les personnes pourraient aller pour s'informer, un peu une espèce Oui. de centre touristique Oui. de la biosphère. On y pense, on y réfléchit, c'est pas évident de répondre à cette question maintenant parce que je crois que c'est aussi de voir où est-ce bon on est basé à Heilbronn, qui est le centre administratif, mais en effet, ce sera intéressant d'avoir des antennes, des antennes où les citoyens peuvent se renseigner sur la réserve de biosphère,
mais nous devons travailler encore avec le CNCI, l'ORT, je veux dire les communes pour bien définir ce projet. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre. Le deuxième point, alors les consultations citoyennes. Les consultations citoyennes, on en a effectué pour le dossier. C'était une demande du questionnaire de candidature et on a extrait des priorités. C'est-à-dire que les citoyens ont pu manifester des thématiques qui leur étaient chères. Et par exemple, il y avait sur la ressource naturelle comme l'eau. Là, on est en train de travailler sur un collecteur d'eau de pluie. Il y avait aussi sur des projets, des thématiques comme l'anti-gaspi. Et on travaille aussi sur une idée de cartographie des arbres fruitiers de la région. Voilà, ce sont des petits exemples de projets concrets que l'on va développer en retournant dans les résultats des consultations citoyennes. Pour le moment, on va travailler déjà sur les données que l'on a et on va voir dans les années qui viennent comment on peut continuer à engager les citoyens. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, bon, on ne peut pas organiser de pot de l'amitié en raison des règles sanitaires, mais nous restons à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup.